Noven zusammen und alles klar soweit. Beim letzten Mal sind wir ja an dem tabischen Bossgegner verzweifelt, aber eins sah nicht eich. Heute ist der fällig. Und dann gucken wir mal, wie es dort noch weitergeht. Viel Spaß. So, also, wir haben versucht gehabt, den Bossgegner hier kaputt zu machen, der mit seinem komischen Fessel hier und dem riesen Schwert. Und ich habe mir jetzt nochmal Gedanken gemacht und folgende Idee. Eigentlich klappt das hier mit dem Ausweichen schon einigermaßen gut, finde ich. Du brauchst halt das richtige Timing. Das heißt, man müsste jetzt halt einfach irgendwie mal gucken, dass man versucht, das Timing so abzupassen, dass ich dem, wenn er halt schlägt, ausweiche, am besten 8, in eine Rinnrolle. In den Rinnrolle. Und dann, wenn er schlägt, in eine Rinnenrolle, dass ich quasi an ihm dran bin und den Schlag machen kann. Das ist einfach, ja, wie soll ich denn sagen? Da habe ich quasi schon seit ich Dark Souls spiele so ein bisschen Probleme damit, quasi, in die Gegnerinnenrolle, weil das ist einfach so wieder der Natur des Menschen, glaube ich, dass der auf Gefahr drauf zuläuft, weil so der natürliche Reflex ist hier so Fluchtreflex, vor der Gefahr wegzurennen. Nur, wenn ich jetzt ausweiche nur hinne, durch die Reichweite, die der hat, schlitzt er mir einfach immer das Kreuz auf. Deswegen muss ich einfach gucken, dass ich so ein bisschen das Timing, ich meine, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass der entscheidende Punkt ist richtige Timing. Ja, auszuweichen. Aber du musst dich, glaube ich, jetzt wirklich noch mal verstärkt drauf achten. Das ist wirklich, das hat eben, finde ich, jetzt zweimal ganz gut geklappt. Das Problem ist dann welche, dann will ich am Anfang wieder zuerst die, hier die, Seele insammle und so, ne, und dann, bis du das dann hast, ne, und da hast du schon wahrscheinlich schon wieder Schlag, kassiert. Ja, das ist einfach die Ausdauerleiste, ne. Eigentlich war das Timing doch jetzt ganz gut. Das ist irgendwie so, immer so in Millisekunden, wo du früher drauf drückst. Dass dieses Fenster, dieses Zeitfenster zum Drücken von den Sprüngen und so, das ist so assi in dem Spiel. Also nicht in dem Spiel, eigentlich muss ich sagen, in der Spielreihe. Aber der Gegner, den finde ich jetzt echt von alle eigentlich am schwierigsten. Das muss ich echt sagen, wie es ist. Aber du sind doch jetzt überall noch Nachrichten. Aber auf der Brücke und so, da waren doch auch überall Nachrichten. So nur dem Motto, hier, pass auf, mach's Feuer an und so. Und die sind alle gar weg, die Nachrichten, ne? Wo sind die jetzt? Oder warum sind die weg? So. Tschüss. Das treibt jetzt der Todescounter natürlich wieder steil nach oben, ne? Ich weiß jetzt wirklich nicht so genau. So, bitte nicht wieder an der Ecke hängen bleiben. Danke. Sehr gut. Ja. Ja, leid, ich weiß ja auch nicht. Es ist halt wahrscheinlich einfach so Frage des Timings, ne, dass du das richtige Timing hast. Und dann muss ich quasi drauf. Ja, jetzt sind die ganze Nachricht böse heraus, versucht Licht. Also sollte ich jetzt wirklich doch mal die Fackel rausholen. Aber mit der Fackel mache ich hier halt quasi sozusagen kein Schade, ne?
Ach, sind sie jetzt so runtergehupst? Jo, sind in den Freitodgang, weil sie gemerkt haben, das gibt nichts. Komm, keine Ahnung. Ich mach's an, die Fackel. Aber ich vorstelle, kann ich mir das jetzt nicht, ne? Macht er es jetzt aus, wenn er durchgeht, oder lässt er es wenigstens an? Ganz ehrlich, bisher habe ich jetzt noch nicht so die große Unterschied festgestellt. Ja, jetzt noch nicht zu früh, das ist schon klar. Nee, das sind Kette. Das hat jetzt überhaupt nichts gebrungen mit dem Licht, ne? Das hat sich wahrscheinlich nur auf die zwei Öldinger da bezogen, hä? Hatte ich jetzt eigentlich meine Seele eingesammelt? Ich kann mir sowas nicht behalten, ne? Ja gut, welche, das ist dann, wie soll ich denn sagen, das ist so ein Automatismus. Das ist so ähnlich, also das kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Ihr geht, keine Ahnung, ich stelle das Auto auf dem Parkplatz ab, ne? Auf dem Weg zum Doktor, in Kaffee, weißt du Geier was, oder auf die Arbeit, ne? Und dann, keine Ahnung, in der Gedanke, du denkst ja schon an X, an Y, was muss ich heute Mittag noch machen, weißt du Geier was. Und dann geht man so raus, ne? Dann drückt man eigentlich in der Regel so automatisch aufs Schließeknöpfchen vom Auto. Und dann gehe ich weg und denke, der Scheiße, habe ich jetzt zugemacht, habe ich nicht zugemacht, dann gehe ich wieder zurück gucke. Das passiert mir so oft irgendwie. Ich meine, das kennen wir ja wahrscheinlich, das geht, denke ich, jedem mal so. Und so ist das da eigentlich auch, ne? Da sammelt man dann quasi die Seele in. Und, wow, da sammelst du dann die Seele in. Während dem Kampf, aber du konzentrierst dich ja eigentlich drauf, dass du im Kampf jetzt keinen Fehler machst, dass du ausweichst durch zum richtigen Moment und alles drum und dran. Und dann hast du das halt nicht quasi bewusst gemacht, sondern unbewusst, ne? So automatisch, zack, du durchs grüne Glow schnell auf F gedrückt oder so. Aber dann wäre ich es halt auch nur. Habe ich es jetzt gemacht, habe ich es nicht gemacht. Jo. Ich weiß nicht, soll man wirklich Modasto ausprobieren mit dem Parry? Wenn das funktionieren wird, das wäre schon geil. Ich meine, wir sind jetzt schon so oft gestoppt, jetzt kommt es auf Elmo mehr oder weniger auch nicht drauf an, oder? Und dieser Ring, wo gestanden hat, er begrenzt die Abnahme von der Owe dem Todesstrahl, nenne ich es jetzt mal. Der tut dann auch, ne? Der tut quasi nicht das komplett verhindere oder so. Oder mit jedem Tod zieht zwar was ab, aber halt ein bisschen weniger, ne? Sondern was der hier eigentlich eher macht, ist, es zieht halt was ab. Weniger weiß ich nicht, kann sein, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt und mehr halt nicht mehr. Ist vielleicht sogar besser. Weil ansonsten, ne, wenn jetzt hier oft sterbe durch und dann ist die Leiste trotzdem irgendwann ganz klein, ne? Und so wäre es ja quasi so, dass es dann zwar kleiner wird, aber dann irgendwann, wenn du dann auch öfters stirbst, kleiner wie das, wird es dann halt nicht mehr. Eigentlich ist das doch gar nicht so schlecht mit dem Timing. Das muss doch machbar sein. Wenn man, vorausgesetzt, man hat noch Ausdauer. Klar. Eigentlich, zum falschen Zeitpunkt gedrückt wieder. Wie war's das jetzt? Mehr gibt's nicht, oder was? Nur der Millimeter, du. Was soll denn der Scheiß? Komm her, Parry jetzt mal. Ja, das ist entweder passt das Timing nicht, oder ich bin, pass mal auf, ich würde dann gerne da vorne mal am Ingang sterben, wenigstens einmal. Ich habe drauf gedrückt, ne? Aber ich glaube, das geht denen auch nicht, oder? Das ist halt immer dann die Geschichte, ne? Geht's wirklich nicht? Oder bist du einfach nur zu schlecht für das richtige Timing zu finden? Und deswegen denkst du, es geht nicht. Aber wenn man halt besser wäre, würde es doch gehen. Weiß ich halt nicht. Gibt's ein Video vom Maxim, wie er das spielt? Weil das ist doch, glaube ich, so der Parry-Gott.
Ach, jetzt sind die, jawohl, jetzt sind die Trottel mal weg, weil sie zu oft gestoppt sind. Stell dir mal vor, das wird bei mir auch passieren, weißt du, wenn so geh ich nicht so oft sterben durch, keine Ahnung. Das wäre irgendwie, das wäre fieser, das wäre irgendwie geil, oder? Wenn du beim Gegner 10 Mal sterben durch oder so, und dann ist Game Over, fertig. Weißt du, dann bist du im letzten Versuch 9 Mal, so kurz vorm Ende, ne, der letzte Bossgegner, und du bist schon 9 Mal gestorben und du weißt genau, Alter, wenn jetzt sterbe durch, dann ist Game Over. Alter, wäre das fies, aber es wäre irgendwie ein bisschen geil, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier so einen Modus, ne? Aber wahrscheinlich nicht. Die haben das ja mit diesem New Game Plus geregelt, ne? Wurde dann quasi mit der Zeit, also wenn du jetzt das Spiel irgendwo durchhast und spielst Normal, wo dann die Gegner ein bisschen stärker wäre und so Gedöns, ne? Deswegen glaube ich nicht, aber es gibt jetzt zum Beispiel, wenn man Doom oder sowas spielt, da gibt es ja so ähnliche Modi, ne? Also wo es quasi so ist, du hast dein Leben, ne? Also du sammelst quasi dein Leben ein. Und wenn du dann stirbst, dann tust du nicht mehr irgendwie am letzten Checkpoint zurückkommen, sondern dann bist du halt, also dann geht wenn du sterbe durch Leben weg. Und wenn alle Leben weg sind, dann ist es halt rum. Schicht im Schacht, fertig. Das ist schon interessant insofern, dass früher hat man die Spiele alle gar so... Nein! Ich wollte doch gar nicht so ein Scheißding nehmen, sondern was ich hier eigentlich machen wollte... Ja, das ist mir schon klar. Ich wollte doch eigentlich auf R drücken, dass er die Waffe in beide Hände nimmt, dass ich mir schade mache. Och, wissen ja, dann kommen aber auch so dumme Fehler dazu und so Fehler, dann ist halt alles rum, ne? Weil dann trifft er dich einmal oder zweimal und in dem Moment dann muss ich wieder gucken, wann du eine Möglichkeit hast, so Schlabberdrängchen dann drin zu ziehen. Dann ist das Problem, dann versuchst, dann klappt es, dann trifft er dich noch einmal, dann ist noch mehr Energie weg. Selbst wenn es klappt, du hast Schlabberdrängchen weniger, du brauchst ja schon 4. Also 4 ist schon nicht viel. Die brauchst du gegebenenfalls auch alle gar und dann ist schon wieder eins weg. Für nix und wieder nix. Total unnötig. Jo, ich weiß nicht, das sind halt dann so Geschichten, dass mich dann einfach so sind quasi, dass, wie soll ich denn sagen, dass, so ähnlich wie in vielen Spielen, ne? Wenn du volle Energie hast und nimmst dann ein Medikit, dann wird es halt quasi nicht genommen. Dann passiert halt nichts sozusagen. Okay, Ahnung, ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Fuck. Jetzt müsste ich eigentlich Schlabberdrängchen nehmen, kann aber nicht. Ja, und dann ist... Wann muss ich dort drücken? Wann muss ich dort drücken? Ich weiß es nicht. Der kommt hier und sticht nur Pfanne und in dem Moment drücke ich und dann trifft er dich. Also ich muss eigentlich drücken, wenn er mich quasi... Wenn das Schwert schon in meinem Auto drin steckt, dann muss ich drücken. Und außerdem bin ich der Meinung, dass ich eben über den Aufzug drüber gelaufen bin und der halt eigentlich wieder hochfahren müsse. Scheinbar nicht, wie wir festgestellt haben. Er startet jetzt aber auch viel weiter vorne, ne? Also am Anfang, die erste A2 Mo, ist er ja ganz hinten am Ende vom Raum gestartet. Das heißt, in der Zeit, wo der zu dir gelaufen ist, hattest du so die Gelegenheit, also hätte ich jetzt in dem Fall schön die Gelegenheit, kurz die 3 Schritte nur links zu gehen, diese Seele aufzudämmen. Aber da er jetzt scheinbar schon quasi an der Tür startet oder sagen wir mal Mitte im Raum, hast du halt die Zeit auch wieder nicht, ne? Ach, er leid, ich weiß ja auch nicht. So, ich bin drüber gelaufen. Also, der ist gleich nicht offen. Das ist aktuell, ne?
Ja gut, der natürlich auch, das ist klar. Aber so, davon mal abgesehen, ist das noch so mit die einzige Stelle, wo ich potenziell gerade sterben kann. Also ich kann natürlich an viel mehr Stellen sterben, zum Beispiel hier links und rechts runterfalle. Aber wenn man sich jetzt nicht so komplett blöd dran stellt, passiert das ja eigentlich nicht. Aber das ist quasi die einzige Stelle. Ich schlafe da drin, schnell Richtung Aufzug, bin so blöd und hab den nicht hochgeholt und stürzt in den Tod. Ne? So, die Seele haben wir wieder. Jetzt habe ich gedacht, jetzt tue ich nur ein bisschen später drücke. Und was ist? Scheiße war's. So, jetzt sehe ich gerne Schlabberdrängchen nehmen. Springe. Ja, gut. Das ist halt so der Angriff, ne? Dieser Sprungangriff. Weil er dich dann, wenn du dann eine Trolle duscht, dann trifft er dich halt nicht. Schneller, schneller, schneller. Der ist schon wieder nicht Ich habe auf Springe gedrückt, ohne Scheiß. Das regt mich gleich auf, ey. Das gibt's doch gar nicht. Dann drückst du auf Springe, der macht schon die Animation und dann kommt er zack mit seinem Schwert und bist tot. Dann soll man sich mal nicht aufregen, ey. Ja gut, du und die Echsen natürlich arg gefährlich, ne? Wenn ich dann gerade im Sprint bin. Gut, Aufzug ist da, das hat schon mal geklappt. Immerhin etwas. Ach, und ich trottel und mein Getränk drüber stehen los. Das passt hier wieder. Ja, ich gehe ins gleich holen. Jetzt tun wir den sie echt noch kaputt schlagen. Also ich hole jetzt meine Seele. Dann mache ich eine tot. Dann kriege ich noch mehr Seele. Dann gehen wir nur mal Chula und gebe sie alle aus. Und dann gehe ich mal mein Getränk holen. Vielleicht auch zwischen dem quasi Sieg und bevor ich mir die Level hole, die mir rechtmäßig zustehe. Jetzt muss ich wieder gucken, wo die ganze Seele rumleihe. Ja, jo, ganz hinten im letzten Eckelchen. Der jetzt so das komischerweise ausnahmsweise mal funktioniert. Wie ist er dann? Trinke, trinke. Schneller trinke. Ja, jetzt ist natürlich wieder kein Grün-Leisto. Trinke, schneller trinke. Er trinkt einfach in Zeitlupe. Jedes Mal. Kann ich dann... Ich kann das doch so wie Mario, wenn ich Schnaps trinke oder Schott. So Gläschen, dem reicht dir ein Schluck. Ja? Und dann einfach... Ex oder Arschloch, ne? Kennt man doch von früher, oder? Einfach mal durchgezogen, das Ding. Das wäre doch zu machen Sinn. Das ist... Bis gleich. Ich bin in spätestens 10 Sekunden wieder da. So. Gut, das konnte Eva auch nicht klappen. Ich hatte ganz trocken Kehl irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Deswegen, jetzt ist er fällig, ey. Jetzt kriegt er den Arsch aufgerissen, ey. Ich sag euch. Jetzt stecke ich dem die Keul so tief in der Arsch drin, dass die zum Mund wieder rauskommt, ey. Hätte Ruf. Hätte Ruf. Die ganze bisherige Bossgegner, das waren eigentlich, den ich sagen, Hampelmänner. Die hatte ich die hatte ich jetzt nicht alle im ersten Versuch gepackt, schon klar, aber ich sag mal jetzt,
vielleicht so im zweiten, dritten Versuch, oder wie mir im vierten, habe ich so eigentlich alle gar dann gehabt. Aber hier ist es halt wirklich so, dass ich sagen muss, der ist schon knifflig, ne? Der ist echt knifflig. Knifflig. Das steht und fällt halt mit dem Timing vom Springen. Das Problem ist, dass ich irgendwie bei dem überhaupt kein Gefühl vorhanden, wann muss ich denn jetzt so Springen drücken. Also bei den kurzen Angriffen geht's teilweise. Aber bei denen, Aber bei denen, wo er dann so angestetzt kommt, ne? Oder wo er dann von beidem kommt, so ist es, ja, ne? Ja, jo, klar. Alles durchgezogen. Jetzt will er es wissen, ne? So, und dann ist natürlich die grüne Balke leer, ist klar. Ja, jo, natürlich. Guck dir das mal an, was der für Reichweite hat. Das ist ja nicht normal, oder? Ich verstehe auch gar nicht, warum mein grüner Balke immer so schnell leer ist. Ich habe nicht wirklich einen Plan, wie ich dem ausweiche, so bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Mir fällt, also ich habe keinen Plan, wie ich dem sinnvoll ausweichen kann. Und wissen ja, was auch lustig ist. Ich hab jo... Oh, guck mal, das ist eine neue Nachricht. Zäher Feind voraus. Die war doch aber eben noch nicht so die Nachricht, oder? Ich hab jo vom Hand of Blood hab ich jo... Grüß geh raus. Von dem habe ich jo auch den Saheno Souls zu Dark Souls 2 gesehen. Und das Lustige ist, ich kann mich 0,0 dran erinnern. Also ich habe wirklich jede Folge gesehen. Ich kann mich 0 dran erinnern, dass ich bei dem diese Passage und diesen Feind gesehen hätte. Wirklich 0,0. Es ist, also das ist eigentlich, es ist schon irgendwie spannend, ne? Dass du quasi, du hast du dann eigentlich alles gesehen? Der hat ja auch nur die DLCs und alles gemacht. Oh, Alter, wo kommt der jetzt her? Ach, hör doch auf. Aber, ich kann mich nur 0 dran erinnern. Es ist, als wenn ich das Spiel, also an A2 Feinde und Stelle kann ich mich in der Tat erinnere. Klar, okay. Aber ich sage jetzt bestimmt so 80-90% von dem Spiel sind für mich, als hätte ich es nie gesehen. Ja, keine Ahnung, was soll ich mit den Nachrichten jetzt? Was ich halt auch nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, ja, wahrscheinlich kann ich mir auch deswegen keine Hilfe holen, weil ich Hülle bin, ne? Also vielleicht könnte man ja mal Menschlichkeit nehmen. Dann hätte man auch noch mal ein Ticken mehr Energie. Und dann können wir uns zur Pfanne vielleicht mal Hilfe holen. Mir ist ja auch relativ egal, wenn ich ehrlich bin, ob das dann quasi die lame Variante ist oder so, aber bevor ich jetzt noch ein halbes Jahr an dem rummache und ich dann noch immer keine Idee habe, wie ich am besten gegen den kämpfen soll, jetzt sehe ich auch schon viel besser aus, ne? Da bin ich doch eigentlich ein ganz hübsches Kerlchen, würde ich sagen. Wenn man es jetzt mal mit davor vergleicht, ne?
das so aussieht, als wäre ich irgendwie über, ja, jetzt kann ich dir hier einer holen, okay. Ja. Rufen wir. Gehen wir da drüber. Phantom wird gerufen. Mal gucken, ob der jetzt ordentlich mir hinterher geflitzt kommt. Oder nicht. Das Dumme ist, ne? Wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann habe ich natürlich irgendwann relativ schnell das Problem, dann müsste ich wieder Menschlichkeit nehmen, dass ich den rufen könnte. Theoretisch. Kann ich jetzt noch einer rufen? Nee, ne? Also entweder kann ich sowieso nur einer rufen. Jetzt hält er sich da hinten bei den Trottel auf, statt dass er zu mir kommt und mir helfen tut. So könnte ich mich jetzt schon wieder aufregen. Komm da jetzt mal her. Kämpft doch jetzt nicht da hinten gegen die, macht dich doch jetzt nicht verrückt. Komm da her. Lemozahn zu, bitte. Danke. Jetzt entweder kann ich halt generell nur einer holen. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit wäre, ich kann, ja, was ist denn jetzt? Helfst du mir oder? Yes. Dumm gelaufen jetzt. Nein, 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 nee. Aber so ist es eigentlich ganz cool, ne? Da kann er nämlich gegen den anderen kämpfen, dann hätte ich theoretisch Zeit, mir Schlabbertränke zu organisieren, ne? Ist halt die Frage wieder, ne? Wo holt der jetzt den Typ, den Knilch? Eigentlich müsste der ohne zuerst mal aufräumen, dir den Knilch hole, dass der, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht so viel Energie verliert, ne, aber dann hält er sich nicht so lang bei dir hinter den Typ auf. Man weiß dann auch immer nicht, so genau, wie oder wann der jetzt ankommt oder ob der überhaupt ankommt oder nicht vielleicht unterwegs irgendwo aus Versehen in den Tod stürzt. Ach so. Jetzt ist er natürlich wieder weg, ne? Ja, ich komme schnell noch so ein Ding. Das ist jetzt aber, wenn das jetzt nicht klappt und dann muss ich es halt wirklich allein machen. Fertig. Ja. Ah, doch, da hinten. Ich wollte mich jetzt schon beschweren. Ich wollte mich schon beschweren und sagen, Alter, jetzt kommt er nämlich. Er kennt ja auch einfach clever sind und genauso durchrennen wie ich, ne? Aber er will sich dann wieder immer mit dem Clayvieh doof Halle und jo, er meint sie nur gut, ich weiß. Wie hat denn der jetzt eigentlich schon auf mit einem Schlag so viel Energie abgezogen? Das ist doch auch schon wieder komisch, oder nicht? Ich wäre jetzt schon auf den warten müssen, oder? Ah, da ist er schon. Das ging doch mal erfreulich flott jetzt. Ah, er kennt den Weg jetzt schon, ne? Nimm doch bitte jetzt mal den Rotz da auf, das gibt's doch gar nicht. Jetzt schon dreimal drüber gelaufen, F gedrückt und was hat der dreimal gemacht? Haufe nix, ey. So, jetzt kämpfst du mal gegen den, genau. Das Problem ist, er bewegt sich immer so schnell und dann hat er hier so einen Schlag drauf, wo du quasi getroffen wärst. Ach, wenn du nicht getroffen wärst, sozusagen. Jawohl. Gut. Wir müssen vielleicht auch einfach ein bisschen mehr bei dem in der Nähe bleiben.
dass man im Zweifel... Shit. Jetzt du dich nicht auf mich fokussieren. Da hinten ist er. Das hatte ich ja aber in Elden Ring eigentlich auch gemacht, dass ich mir bei Zeiten öfter schon Hilfe geholt hat. So. Ich meine, mit Hilfe ist es halt relativ leicht. Muss man einfach sagen, wie es ist. Also gerade bei dem ist halt das Einfache gewesen, dass er quasi den dann abgelenkt hat, sozusagen. Und ich dann Zeit hat, Schlabberdrängchen zu nehmen, drauf zu schlagen und so weiter und so fort. Was? Torstellen? Totstellen. Ach so, totstellen und dann nicht aufgeben. Wie soll ich mich totstellen? Hä? Das ergibt jetzt aber auch nicht so viel Sinn, oder? Es kann natürlich auch Sinn, dass ich das jetzt deswegen nicht mehr so in Erinnerung habe. Oder hat. Weil der Henno, der hat am Anfang ja auch erstmal diese Hilfestellungen geholt und das hat er jetzt gesehen, ne? Wenn er den dann beim ersten Mal macht oder beim zweiten Mal und dann denkt man auch nicht irgendwie, ach, dann bleibt ihm das nicht so in Erinnerung, sagen wir es mal so. Und es kann natürlich Sinn, dass ich das dadurch jetzt alles nicht mehr so in Erinnerung habe. Und irgendwann haben dann die Leute gesagt, ja, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen lame und langweilig, wenn du das so machst, ja. Und dann hat er das quasi nicht mehr gemacht, sozusagen. Links, ne? Das ist hier links. Nix ist so links. Guck mal, ist das abgebrochen? Urleuchtfeuer entzündet, okay. Und das bedeutet was? Genau. Dass ich mich nicht hier hinbeamen kann, aber davon weg, oder was? Oder dass ich mich automatisch nur mal Chula komme, wenn ich mich da hinhocke, oder wie? Man weiß es nicht. So. Zuallererst tun wir jetzt mal hier auf Level. Und zwar, pass. Stärke. Mod 2 Ausdauer. Ach, das war gar keine Stärke, das war Vitalität, ne? Dann machen wir mal trotzdem so. Und dann machen wir da noch 2 Stärke. So. So sieht das doch schon mal ganz nett aus. Und jetzt fehlen quasi noch so knapp 2000. Jetzt habe ich wieder nicht genau drauf geguckt. Aber, pass mal auf. So haben wir nichts, ne? Ja. Dann würde ich sagen, ploppen wir mal noch. So, Seelge. Da haben wir ja, Alter, da haben wir ja was eingesammelt. Dann benutzen wir Domo, was weiß ich, 4 Stück. 3, 2. Das reicht dann auf jeden Fall nochmal für A Level Up. Ja, ja. Schwätzt du nur. Die sind alle gar immer so mitteilungsbedürftig, ne? So. Vitalität. Es ist halt, Vitalität kann man halt einfach nie genug an dem Spiel, ne? Das muss man halt wirklich sagen. So, und jetzt hätte man theoretisch noch ein bisschen Geld übrig, um zum Beispiel zu dem hier zu gehen, nochmal. Man könnte halt auch mal Waffen nochmal verstärken, zum Beispiel die Keule. Ich kann mir halt nicht helfen. Ich meine, die Keule ist jetzt kein geil Waffe, ne? Aber auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ich komme ganz gut mit der zurecht, ne? A-Skalierung auf Stärke. Ich meine, das wäre auch nicht schlecht, ne? B-Skalierung auf Stärke. Aber ich hab das halt eigentlich lieber, wenn ich nicht so ja,
Er wäre natürlich auch nicht schlecht, der Hammer, ne? Jetzt haben wir aber nur relativ wenig glitzerndes Titanit. Das würde ich jetzt eigentlich nur ungern ausgeben für den Hammer, du. Er weiß halt immer nicht, was noch so kommt, ne? Kettbrecher, Skimitar. C und C-Skalierung, ja, aber ich meine, die Skalierung ist ja nicht anders. Das kommt ja ein bisschen auf die Grundwerte drauf an, ne? S-Tok. Was ist das? CD 105. Wie ist das? Degen. D und B auf Geschicklichkeit, ne? Wäre halt vielleicht auch Überlegung wert, ne? Und da müssten wir halt vielleicht, das geht ja glaube ich auch irgendwie, dass man umskaliert. Und dann hier den Degen holt. Ich meine, kaufen können wir den Jomo. Dann können wir ja wenigstens mal gucken, wie sich der so verhält. Und dann kann man ja irgendwann mal, wenn das geht, umskalieren und ein bisschen, also von Stärke auf Geschicklichkeit sozusagen. Ist das nicht der Degen gewesen? Ah doch, ja, das ist der Stoßschwert. Jetzt muss ich halt fairerweise sagen, vom Moveset her gefällt mir der halt quasi noch besser wie die Keul. Vielleicht gebe ich hier noch mal so ein paar Seele aus. Hallo, ich will in die andere Richtung. Alter, die Steuerung, ich weiß nicht. Ey, ihr Leid, ihr kennt gar nicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervig die ist. Hier, pass auf. Ja, jetzt ist er wieder, ne? Wenn ich von hier runter gehe, dann springt er automatisch, ohne dass ich was drücken muss, ins andere Menü. Aber jetzt kann ich hier drüber fahren, da passiert gar nichts. Jetzt muss ich auf Aimo drücken. Aber wenn ich von hier oben runter komme, ja, Aimo hier drauf gedrückt, zack, drüber gesprungen, ne? Ach, jetzt tut er auf Aimo auch so wechseln. Gerade wie er will, ne? Gerade wie er will. So, benutze. 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 So, und jetzt warten wir mal. Ich weiß nämlich nicht, wie viel das kostet, wenn wir jetzt was aufleveln. Und zwar würde ich jetzt nur den Degen aufleveln. Alter. Das ist ganz schön teuer. Ne? Finde ich. Und die Dege, wenn ich den jetzt quasi so oft auflevele wird, wie die Keul, dann wird du mache ich mit dem eigentlich auch mehr Schade, oder sehe ich das falsch? Auf geht's. So, das müsste jetzt zumindest nur noch für 2 Auflevel-Dinger reichen. Das ist halt immer so ein bisschen schade oder ärgerlich oder wie man es auch immer nennen will, dass du quasi, also du findest ja nach und nach in dem Spiel die Waffe und alles. Und jetzt gehst du halt am Anfang hier hin, findest Waffe, mit der du ganz gut zurechtkommst und denkst, gut, dann level ich die jetzt halt nur ein bisschen auf. Gibst deine Titanitscherbe aus. Und dann, ja, hast du die Arschkarte gezogen, weil dann können wir geile Waffe, ja, und dann kannst du quasi mit der Waffe, just so, also dann hast du keine Titanitscherben mehr, kannst du nämlich aufleveln und nix, ne? So, jetzt haben wir aber ein Problem. Weil jetzt habe ich überhaupt keine Idee mehr, wo wir weitermachen müssen.
hier jo nicht. Dort war der Endgegner. Dann war dieses Urfeuer und das Urfeuer hat uns automatisch nur mal Schula zurück teleportiert. Also hier kannst du jetzt aus meiner Sicht erstmal nicht weitergehen, oder? Das heißt... Mir fällt aktuell wirklich nicht in, wo irgendwie zumindest noch was gewesen wäre, wo ich jetzt denke wird, ah stimmt, dort sind wir noch nicht weitergegangen. Wie war denn das? Wie war denn das? Hier. Du hattest mir den Bossgegner gemacht, da hatte ich irgendwann gesagt, Albert, was, wir gehen nochmal zurück. Weil man da hier noch links hoch wollte. Und ging es hier dann nicht mehr weiter? Oder sind wir dann hier jo weitergegangen irgendwann? So kann ich mich irgendwie noch so grob dran erinnern. Also steht so an, das haben wir dann auf jeden Fall schon mal gemacht. Da ohne war man irgendwie, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Da war man auf jeden Fall mal. Ja, an den kann ich mich auch noch dran erinnern, ne? An den kann ich mich noch dran erinnern. Ich kann mich jetzt halt nicht dran erinnern, dass hier noch irgendwas gewesen wäre. Nee, da war nix. Du gingst doch dann... Dann sind wir hier runtergegangen, ne? Hier hinten ging's quasi eh nicht weiter. Ihr Leute. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo ich hier lang muss. Und hier ging es ja dann... Warte, wo waren wir hier schon? Ich kann mich dran erinnern. Dass wir hier in die andere Richtung gelaufen sind und dann in die Höhle rein. Oder wie war das? In diese Piratenhöhle. War das nicht hier? Nee, scheinbar nicht. Alter, ich kann mich an sowas nicht mehr dran erinnern. Das ist nicht normal, oder? Dann scheinen wir mit dem Aufzug schon immer irgendwann runtergefahren zu sind. Das wissen wir dann jetzt hier schon immer. Dann würde ich sagen, fahren wir mit dem halt irgendwie einfach normal. Ich weiß nicht, ey. Mir fällt halt wirklich überhaupt nichts in, wo wir jetzt... Ja, aber das ist dann genau so, wie ich das gedacht habe. Also wir sind dann zwar scheinbar im Aufzug runtergefahren, aber am Ende des Tages sind wir hier unten, wo schon so ein bisschen Wasser war. Ah, genau, sind wir da durchgelaufen. Sehr gut. Da sind wir hier durchgelaufen. Und dann gingst du hin hoch zu meinen Piraten. So, was man aber auf jeden Fall machen könnte, wäre... dass man hier den Anemo quasi entzaubern und dort hochgehe. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das der Weg ist, den wir brauchen. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch einen Duftzweig, den ich dafür theoretisch benutzen könnte.
Ich weiß jetzt halt nicht. Ich weiß jetzt halt nicht so genau, ob uns das jetzt wirklich weiterbringt, weil ich kann mir nicht vorstellen. Also ich gehe halt davon aus, dass das jetzt eher so Geschichte ist. Das ist ein optionaler Weg, weil wenn ich nach Hause gehe, Duftzweig, dann käme ich ja nicht weiter. Und wenn du die jetzt vielleicht an anderer Stelle schon ausgepatcht, ist das Elefant. Wenn du die jetzt an anderer Stelle schon ausgepatcht, dann wäre das ja quasi so Deadlock sozusagen. Kann ich mir jetzt eigentlich fast nicht vorstellen. Welche? Der hat so großer Kappe. Muss man dann du wirklich allen Ernstes jetzt auch wirklich noch das Schild treffen? Oder den Turbo. Der hat doch das Schild gar nicht offen. Das kann doch nicht sein, dass du jetzt immer den fucking Schild treffen tust, Kerl. Ich will gar nicht wissen, wie das ausgeht, wenn der mich irgendwo treffen tut, ey. Komm, du wirst den jetzt noch 2 Mal ordentlich treffen können, dann ist es doch rum. Sehr gut. Aha. Das ist schon mal sehr geil. Zunge wird benötigt. Das verstehe ich auch nicht. Warum wird Zunge benötigt? Und was soll das dann heißen? Hurra, sinnlos voraus, Lügner. Umschalten. Wie war das? R. Blutfleck berühren und umschalten. Mehr haben wir doch jetzt nicht. Der hätte das Lügner ja besser vor das andere gemacht, ne? Jo, aber wie ist sie jetzt auch egal? Ich meine, ich bin hier froh, dass ich jetzt so Scherbe gekriegt habe. Ganz klar. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ich suche jo jetzt quasi einen Weg, wie es weitergeht, und das war jetzt schon mal keiner. Jetzt habe ich den Duftzweig ausgegeben, quasi für nichts und wieder nichts. Ja, klar. Ne. Und da sind wir hier quasi hoch zum Leuchtfeuer gegangen und dann ging es in die Piratenhöhle. So, jetzt haben wir hier noch diesen Pharos Weisheitsstein, oder wie der heißt. Den Menschenbildeffekt aufheben. Was heißt das jetzt? Bin ich dann wieder erhülle, aber warum soll ich das wollen? Naja, ist jetzt auch egal. Das Einzige, was halt jetzt ein bisschen ungünstig ist, um zu diesem Stein zu kommen, also zu diesem Pharos-Teil, müsste ich hier wieder relativ viel kaputt machen, ne? Das ist halt immer so ein bisschen ärgerlich, sozusagen. Das ist schon mal geil. Ey, Stoß, weg ist er. Ach, guck mal, die schon nicht gar nicht gesehen, Kerl. Sag doch was. Wenn du Schlee willst, kriegst du. Du musst nur was sagen, mein Lieber.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich am besten und am geschicktesten. Genau. Ach, da hinten ist auch noch einer. Ich verstehe halt jetzt zum Beispiel nicht, warum er wieder den anvisiert hat, der am weitesten weg ist, statt der quasi direkt vor ihm steht. So, Schlag. Genau. Nein. Jetzt darfst du. Sehr gut. Das verstehe ich halt einmal nicht, ne? Der hat ja direkt so vor dem Tisch gestanden, der einer hinter dem Tisch. Warum visiert er jetzt den hin in der Ecke an? Konnte man hier auch hochgehen? Ja. War du gehst nicht? Nee. Schau. Ah, doch, du gehst raus. Okay. War ich hier schon einmal? Jo, wahrscheinlich schon. Alter, ey, Stoß, weg ist er. So muss das sein. So mich das eigentlich hätte das von Anfang an so sein müssen. So, wie ging es denn hier jetzt noch mal weiter? Hier links muss man, glaube ich, irgendwo hoch, ne? So, und dann der Trottel, der steigt hier, glaube ich, auf, genau. Der war voll gesoffen und hat stand da ablehnt. Oder er hat gedacht, komm, ich gehe jetzt hier in der Eckschlofe, wie auch immer. Nein! Nicht irgendwo runterfalle, bitte. War hier unten im Wasser auch noch einer, der da irgendwie so rumgelungert hat? Wie war denn das? Sehr schön. Der Dege, der ist schon geil, muss ich sagen, ne? Also der Hand of Blood, der ist ja dann auch irgendwann auf der Dege umgestiegen und ich fühle das echt mit dem Dege. Der ist echt richtig geil eigentlich. Der hat ja irgendwie anderer gehabt, Ricards Degen oder was es für einer war. Aber der ist schon, der Dege, der ist irgendwie so genau mein Ding. Das ist quasi so, stopp. Das ist quasi so, wie soll ich denn sagen, so, ich hatte ja dann irgendwann in Dark Souls 1, hatte ich die Lanze oder Speer, ich glaube Speer war es. Und das war ja auch ziemlich geil mit dem Speer, weil der so gerade nur vorne gestoßen hat, gerade für enge Gänge war das halt optimal. Und außerdem, guck mal, du hast jetzt 2 Schläge gebraucht. Und außerdem, gut, er hat ja noch Blitzschaden und so gemacht, so, aber außerdem finde ich es halt auch geil, wenn du so ein Schwert hast, ne? Das ist eigentlich auch ganz geil. Und das ist jetzt so Zwischending, der stoßt schön auf Pfanne, da hast du auch einen enge Genker, überhaupt kein Problem. Hast jetzt halt nicht so die Reichweite wie mit dem Speer, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Und du hast quasi trotzdem so ein bisschen Schwertfeeling sozusagen. Ah jo, da kommt der Angriffs von hinten. Frechheit sowas. Macht man doch nicht. Also ich war hier... Ah ja, genau. Ich war hier überall schon immer. Ich kann mich aber irgendwie immer an so Sachen dann auch nicht mehr dran erinnern, ne? Schlimm eigentlich, oder? Das ist sie jetzt so lang noch nicht her. Also vielleicht eine Woche oder so. Ah jo, da hinten schießt er wieder. Wo bist du dann, mein Lieber? Vorbei. Frage mal noch einer. Ja. Ah, es ist aber dann schon knapp 2, ne? So, jetzt ist er fett. Ah jo, du ist auch noch so Held. Trifft der mich mit seinen Steinen? Nee, oder? So, da hinten der schießt auch. Guck mal, der trifft mich aber, ne? So. Ach, genau in die Hüfte drin. So. Jetzt, bevor wir da runterhupsen, müssen wir hier mal dafür sorgen, dass wir ein kleines bisschen die Hundi liest. Ach, shit. Nein. Jetzt kommen wir das mal da unten die Dings kaputt. Ja, die kommen hier nachher hoch bestimmt. Die wird ja nie alle auf Aim kommen. 2 auf Aimo. Fast so gut wie das tapfere Schneiderlein. Der hatte halt Silber gepackt. Silber hatte ich noch nicht gepackt, aber ich glaube 6 oder so hatte ich auch schon mal irgendwie gepackt bei irgendwas. Wow. Alter, der gibt aber Gas, hä? Jetzt hat er noch seine Kollege geholt. Nein! Bräuchte Schlapperdrängsche. Sehr gut. Nein!
Jetzt hat er wieder eine... Nein, 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 nein. Alter, alle Weike ist aber Gas, hä? Wow. Alter, jetzt machen wir euch noch mal locker. Und ihr zu viel Red Bull gesoffen oder was? Was geht dann mit denen ab? Seit wann sind die dann so aggro drauf, ey? Gibt's hier gar nicht. Die lassen sich halt auch wieder nicht davon beirren, dass ich die treffe, ne? Tot, nein. Außerdem hatte ich dem eben nicht schon immer was abgezogen. Jetzt darf ich den eine ganze Shit noch immer machen. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass ich mit denen so Probleme gehabt habe. Und muss ich doch echt nochmal meine Keule auspacken. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich die Keule ausrüsten, zusätzlich zum Degen und bin noch 52,8. Alter, das ist so gut wie nix. Was machen wir? Da haben wir die Keule am Start. Ach, jetzt muss ich wieder alles von neu machen. Sag mal, ist du hinten der Bogenschütze eigentlich nicht auch schon mittlerweile mal 10 Mal gestoppt, dass der irgendwie noch mal einfach fett bleibt? So. Und du, den habe ich doch bestimmt auch schon bald 10 Mal abgemurkst. Wenn ich nicht treffe, det. Komm, noch einer. Ah, das habe ich wieder doch nicht. Ich hab gedacht, ich hätte wieder zu früh abgebrochen. Sehr gut. So, pass auf, der war ja auch so vollgesoffen ingeschlafen. Nicht runterfallen, nicht, danke. Dass der halt auch nicht schwimmen kann, ne? Die lassen wir da auch gerade drin schlafen. Ne, du brauchst 2 Schläge bei denen mit der Keule. Du brauchst mit dem Degen nur eine. So, pass auf, der Done. Tschüss. So, genau, kommst du da runter. Sehr gut. Was sind sie? Alter, wo kommen ihr denn jetzt her? Dass die aber sich ja immer so von hinten anschleichen müssen, ne? Was ich jetzt gleich mal ausprobieren muss, ist, ob ich die andere... Das soll ich doch gar nicht machen. Den Gegenstand soll ich aufheben. Ob ich den anderen quasi im Schlag unterbreche. Quasi so wie den. Wenn ich hier... Vorbei. Wenn ich hier durch... Also gegen die andere kämpfe, die, Alter. So. Dass ich, wenn ich gehe denen, also die zwei da, der eine da hinten mit seinem komischen Schild und was ich natürlich auch mache kennt, pass mal auf. Geht das? Wette mir, dass er wieder in der Luft hängen bleibt. Pass mal auf jetzt. Ah jo, guck das wieder an. Wo er stecken tut. Sieh nicht das. So, guck dir das mal an. Verschwunden ist er. Ja, ist klar, die Beweise wollen sie schön verstecken. Ach. Ach, wie der. Ah, du bist ja auch nicht der cleverste, hä? Guck mal, der kennt ja auch. Die Hunde sind cleverer wie der andere Kollege, du, ne? So. Isst du jetzt mal Ruhe. Und jetzt machen wir hier den Kollege. Sehr gut. Doch, ah jo, ich hatte schon einer Ring gesteckt. Wo waren das dann, wo ich keiner Ring gesteckt hat? Irgendwo bin ich doch an so einem Ding vorbeigelaufen, wo ich gedacht habe, ah shit, jetzt habe ich so Teil gar nicht mehr. Wo waren das dann? Schwierig, ne? Echt schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wo das war. Das Einzige, was man jetzt halt noch machen könnte, ist ein Matschula, den eine Brunne runterhupse. Aber da haben sie auf erzählt,
Also diese Nachricht auf dem Boden, dass man diesen Katzering braucht, ne? Ansonsten hier... So waren wir, da ist es hier nicht weitergegangen. Oder ist da jetzt was Neues freigeschaltet, weil ich den Bossgegner kaputt gemacht habe? Nee. Jo, wahrscheinlich eher nicht. Hier... Aus meiner Sicht haben wir da auch alles abgeklappert. Da sowieso. So sind wir eben jetzt noch mal kurz gewesen. Da auch, das war ja... War das der eine Endgegner? Weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, da wäre alles da war ich eben auch noch mal kurz. In dem Wald, da gab es auch eigentlich nichts mehr, wo man weitergehen konnte. Das da war die Kräuterhex vom Anfang. Das ist Matschula. Das Ähnlichste, wo man jetzt noch mal gucken könnte, wäre hier irgendwie vielleicht. Aber gut, da war noch einer, der so den Weg versperrt hat, aber jetzt haben wir ja auch keinen Duftzweig mehr. Das heißt, das können wir jetzt auch knicken. Glaube ich. So, da war die Kräuterhex hier drin. Vielleicht, wenn wir mit denen schwätze. Ja. Nee. Ach so. Ah, okay. Das ist aber schon mal gut zu wissen. Hier kann ich mal Punkte neu verteilen. Das ist doch normal sehr gut zu wissen. Was bist du für ein? Kann ich mit dir nicht schwätzen? Doch. Limbo. Train Lake und der Außenwelt. Ja. Ich will halt der Herrscher werden. Okay. Für meine Mutter hat dies getan. Was? Familienunternehmen, ne? Aha, also die, wo bei mir jetzt am Feuer rumlungert, die wird dann auch irgendwann so rot Robe anziehen und sich da anhocke. Windrichtung verstreut, okay. Schwestern, sie... Ja, okay, jetzt wiederholt sie sich. Das heißt, jetzt ist das Gespräch beendet. Ah, hier oben war ich aber auch noch nicht, oder? Guck mal, da ist noch so true. Dann machen wir die doch auf. Ein Menschenbild, das ist doch ganz gut. Ich kann es jetzt zwar aktuell nicht gebrauchen, aber theoretisch kann man von Menschenbildern nie genug haben. Was ein bisschen schade ist, hier gibt es jetzt zum Beispiel Cake Loot, ne? So, hier könnte jetzt natürlich schon irgendwie Sinn, dass ich hier noch irgendeinen Weg über sie habe. So, ja. Das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Guck mal zum Beispiel hier hinterm Gebüsch. Das sieht aber auch aus, als würde ich da jetzt nicht unbedingt langlaufen wolle. Guck dir mal die riesige Fußspuren an. Da gibt es hier wahrscheinlich auch gleich auf die Fresse. Nein, natürlich. Gut, ich sag mal so, es ist jetzt natürlich ein Nilpferd vom Anfang. Sprich, der hält jetzt nicht so ganz so viel aus. Steinring, da können wir auf jeden Fall schon mal gucken, für was der Steinring da ist. Ring des alten Löwen, Steinring. Zusätzliche Verringerung der gegnerischen Balance. Ja, okay. Würde ich jetzt sagen, brauche ich jetzt erst Monett, aber vielleicht auf kurz oder lang gar nicht so verkehrt. So, hier würde ich sagen, geht es hauptsächlich in den Tod. So, und dann sind wir hier quasi wieder am Anfang. Okay, also den Weg hätte man abgehandelt. Das heißt, dann gehen wir jetzt hier links rum. Nein. So, hier war irgendwie auch so Hunde oder Häschen oder sowas. Irgendwie war doch sowas. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Guck mal, 33 ist Alter. Guck dir das an, ne? Du denkst dir auch, die arme Häschen, die Hunde hast du nicht verdient. Was machst denn du die arme Häschen kaputt oder was? Das ist gut, dass keine Ratte sind, aber ne, ist ein Katze, oder?
Ne? Aber guck das an, wenn sie dann so zu 5 sind, da sind die gar nicht mehr so niedlich, ne? So kennen sie da nix. Die ist dann mit ihren, ne? Wie die Hunde aus Dark Souls 1, die dann so klackern, ne? So als hätten sie so kleine Steppschücher an. Nix. Nicht zu holen. So sind wir ja am Anfang quasi ohne Waffe durchgelaufen. Aber gucken Sie euch an, ne? Die ganze, die da gestoppt sind, alles von denen kleine Katze kaputt gemacht. Guck mal, hier bin ich doch hundertprozentig noch nicht lang gelaufen. Also Punkt 1, ja, ich bin hier noch nicht lang gelaufen. Punkt 2, das bringt mir aber nichts, weil hier geht's nicht weiter, oder? Warte mal, hier. Oh, nee. Hier war doch aber irgendwo auch noch dieses Nest, wo der Vogel rinkommt. Also hier bin ich jo quasi gelandet am Anfang. Hier geht's, also hier ist ja nichts. So, dann bin ich da hingelaufen. Ja, schön durch die Knorre durch, jawohl. So, dann... Warte, jetzt sind wir von hier gekommen. Wir waren jetzt hier, wir waren dort und wir waren hier A. Also, so geht's nicht lang. So, dann hier geht's nicht lang. Jetzt können wir nur rechts laufen. Geht's auch nicht weiter. Okay, also hier oben wäre jetzt eigentlich alles abgehandelt. So. Dann sind wir hier rausgegangen und dann ging es quasi richtig los. Also hier war dann quasi das Tutorial, ne? Bliblablub. So, da muss doch hier irgendwo das Nest kommen sind, oder nicht? So, dann haben wir da Feuer schon angemacht. Pass auf, wo wir schon mal dabei sind. Vielleicht habe ich es auch nicht angemacht und es war schon an. Dann machen wir hier nur noch an. So, hier bin ich doch... Doch, da bin ich reingegangen. Da kann ich mich noch dran erinnern. So. Ich mache jetzt hier zuerst mal das ganze Feuer an. Also die, wo ich finde. Und wo ich Weg finde, hinzukommen. Ich glaube, da war auch irgendwas, dass wenn ich irgendwie alle Feuer anmache, dass da noch irgendwie was passiert oder dass ich irgendwo hin kann oder sowas in der Art. So, ne? Jetzt da habe ich jetzt keinen Duftzweig mehr. Was natürlich ärgerlich ist. So, dann packen wir das Ding nochmal weg. Oder habe ich noch einen Duftzweig? Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass nicht. Ja, natürlich nicht. Gut, hier hoch. Und hier unten ist ja auch noch so erhellt. Genau, dort war der. Ging es hier dann weiter oder waren wir hier überhaupt schon? Nachricht lesen. Verzweiflung voraus. Man muss es hier lesen, ne? Aber es ist halt zu 90% einfach nur Bullshit. Ja, natürlich. Der Haufe nix. Das ist alles so Dummschwätzer sind, ey. So. Jetzt geht's hier in die Sonne. Ah, hier geht's nur Majula, ne? Jo. Gut, also das heißt, wenn wir jetzt hier zurückgehen, dann können wir auf jeden Fall nur noch durch die Leiter hochgehen. Und dann gab es auf der Plattform hier noch ein Item. Und eigentlich wäre es halt geil, wenn man noch irgendwo so einen Duftzweig herkriegt, damit man den versteinerte... Oh, das wäre auch fast schiefgegangen, ne? Dass man den versteinerte Typ da vor der Nebelwand wegkriege. Ich weiß jetzt... Ah, genau. Hier ist auch... So, pass auf. Also. Items. Und zwar... Kleiner, glatter, seidiger Stein. Ablegen. Kann ich die jetzt einfach alle 4 ablegen? Oder muss ich die jetzt wirklich erinnern um andere? Ich würde sagen, wir probieren es mal. Nein! Jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Ach, das ist doch etwa ärgerlich.
So, ich lehne 2 ab. Und dann gucke ich mal, ob der jetzt quasi mir für 2 Stück was bringt. Ah. Ja. Was ist jetzt? War's das schon? Nee. Ups. Habe ich jetzt wieder 3 oder habe ich jetzt 2? Kann ich wieder 3? Jetzt. Oh, die Steuerung ist so scheiße, ey. Ablegen, bitte. Einer, danke, bitte. Alter. Da, wann bin ich denn gestoppt, weil ich wieder so nämlich menschlich bin? Ja, aber du leidst doch. Nimm's doch. Ah, Blutungsstein. Jetzt hat's geklappt. Jetzt habe ich wieder 2 verdummbeitelt, ey. Kann ich mich wieder aufregen. So, ablegen. Dass das aber auch immer so zeitverzögert sein muss. Ja, ja. Ja. Seidig. Lebensstein. Naja, gut. Kann schlimmer sein, ne? So, jetzt hätte ich jetzt pass auf. Wir machen jetzt einen Deal. Ich gebe dir jetzt ein großerseitiger Stein und dafür gibst du mir jetzt ein richtig geiles Item. Also so quasi der Unsterblichkeitsring oder der Todesring. Wo die Gegner mit einem Schlag alle gar kaputt sind. Habe ich jetzt wieder auf Benutzer gedrückt, hä? Wissen Sie, ich verstehe es halt nicht. Jetzt gehe ich da oben mit der Maus drüber, du passiert gar nichts, ne? Sieh ihr das? Der macht kein Menü auf, ich muss drauf drücken. Anders da geht's nicht. Jetzt pass auf, jetzt gehe ich direkt am Anfang rein. Zack. Sieh ihr das? Das ist so nervig. So, und wenn ich jetzt in dem Menü drin bin, jetzt geht's auf Emonimi. So ein komisches, also. So, jetzt pass auf. Ablegen. Ja. Und genauso ist das auch, ne? Du willst auf Ablegen drücken, gehst runter, er bleibt aber noch im Millisekunden auf Benutze stehe, dann drückst du drauf und er macht der Benutze statt Ablegen. Göttlicher Segen. Es ist irgendwie alles so Zeichen, was ich nicht gebrauchen kann irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, das hätte man geklärt. War hier wenig gesprächig. Was mit dir? Eingeschlafen? Ja. Ist halt auch wieder so duster da. Wo geht's da jetzt hin? Ich bräuchte jetzt irgendwie noch mal so, ist das hier die Höhle, wo ich eben schon mal vorbeigelaufen bin, wo ich gesagt habe, ajo, du war mal hingegangen? Ich glaube schon, ne? Jetzt geht's da runter zum College. Jetzt, da hinten ist auch noch eine Levelwand. Guck mal einer an, da waren wir da noch gar nicht. Das heißt, du könnt mir dann nur noch weitergehen, ne? Jetzt würde ich aber eigentlich gern zuerst mir von so einem Feuer die Fackel anmache, dass wir da die andere Fackel anfackeln können. Ja, auf geht's. Lass dich doch nicht immer so, bitte. Und außerdem, also ich muss jetzt, geht der jetzt die Leiter hoch und lässt die Fackel an oder macht er sie dann aus? Okay. Versuch. Jo, jetzt macht er sie aus, ey. Da kenne ich mich jetzt schon wieder aufregen. Macht er sie jetzt, holt er sie jetzt an, wieder raus? Gott sei Dank. Jetzt hätte ich mich wieder direkt umsonst aufgeregt. So, hier war noch ein. Das ist gut. So, wenn die an ist, dann können wir es jetzt gleich wieder anmachen. So, jetzt springen wir hier auf die Zungen. Quatsch. Mache die auch noch an. Hole uns das Teil hier. Lese, was auf dem Schild drauf steht. Zündet Feuerstände mit einer Fackel an. Ja,
danke fürs Gespräch. Da hätte ich mir jetzt auch können sagen, warum. Aber das ist halt in dem Spiel, ist das zu viel verlangt, ne? Du musst halt, das ist so wie mit den ganzen Dialoge, ne? Wenn sie da dann wahrscheinlich, also meistens sind das so, glaube ich, so, wie heißt das? Diese Eide, die du ablegen kannst, ne? Der trägt der Halbstunde Ohr und dann steht ohne Dialog ja oder nein. Wo du dann denkst, okay, keine Ahnung, was willst du von mir? Der muss aber 8 Bs aufpassen mit der Fackel, du, ne? Die ganze Wurzel, du, die brennen ja wahrscheinlich auch wie Zunder, wenn er da irgendwie mit der Fackel dran kommt. Jetzt wir machen uns zuerst mal Licht, du. Ach, du ist jetzt... Ah doch, du kannst reingehen, genau. So. Da war auch noch ein. Zack. Jetzt ist er da. Was bist denn du für einer? Willst du Schläge kriegen? Sieht so aus, hä? Hallo? Ja, es ist... In dem Spiel ist das hier so. Erstmal zusteche und dann froh, wie es geht. Nee, das kann auch gefährlich sein, ne? Also schon angenehm, dass die mit einem Schlag direkt das zeitliche segnen aktuell. Wo geht's hier hin? Ach, guck mal, hier wäre Arf. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen oder was? Ah, hier bin ich im Kreis gelaufen. Warum habe ich jetzt die Fackel nicht angemacht und die alle anderen schon? Das ist doch auch irgendwie komisch, oder? So, du war aber jetzt... Aufpassen. Ah, hier geht's nicht runter. Ach, shit. Dann ist das doch nicht hier runter zum Nilpferdeweg gewesen, ne? Wahrscheinlich... Ist du zwischen dem Nilpferd? Doch, du kennst dann schon runtergehen, ne? Ach, wissen ja, wie das ist. Das ist so, wo der Anna, der Knilch, der versteinerte Typ, vorm Ingang steht. Das ist ja auch so eine Nebelwand. Wahrscheinlich muss ich dann dort durchgehen und dann komme ich ohne beim Nilpferde raus. So wird's Sinn. Da kann ich mich dort wahrscheinlich in den Sarg drin legen und dann geht's quasi weiter. Ja, so ist es hundertprozentig. Wo sind wir jetzt rausgekommen? Sind wir da rausgekommen gewesen? Ne, das sind auch noch Gegner, ne? Okay. Einer weniger. Das ist einfach, die müsste... Also es müsste auf dem Boden einfach so roter Kreis sind, wo du siehst, wie dein Angriffsradius ist. So, wie war jetzt Hupse noch einmal? C. Gut. Wir warten jetzt hier, bis der grüne Balken aufgefüllt ist. Und dann hupsen wir einmal in den Tod. Ach, und dann gibst du noch nicht immer was. Das ist dann ärgerlich, ne? Jo, du warst halt da schon überall schon immer. Stopp! Hier ist Lader. Wo geht die hin? Und die größere Frage ist, habe ich die beim ersten Mal über sie oder nicht? Über sie will ich nicht sagen, aber pass auf, da unten ist hier eine Nebelwand. Das heißt, ich pack die Fackel weg. Visier den an. Du dem Dege ins Kreuz jagen. Wow. So. Tschüss. Und jetzt ist hier noch eine Tür. Kann ich die jetzt aufmachen? Ist das eine Abkürzung? Naja. Geborstener roter Augapfel. Davor hat sich die ganze Sache hier gelohnt, ne? So, jetzt gehen wir durch die Nebelwand. Da hoffen wir mal, dass es Bossgegner ist, oder? Bossgegner war es jetzt erstmal nicht. Unglücklicherweise kann ich jetzt aber auch die Fackel hier nicht anmachen. Ich könnte jetzt natürlich mit meinem... Mit dem Teil hier die Fackel anmachen. Da habe ich das aber nur noch Elmo, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob sich das lohnt. Ich würde sagen, wir gehen dann zuerst mal hier weiter. Ne, super. Ah ja, super. Ah ja, super. Nix ist so. Aber wir müssen doch jetzt eigentlich wieder...
Ne, wir sind doch runtergesprungen, ne? Aber hier sind wir hier durch. Ah, ne, da war nix, ne? Ja, geil. Da komme ich jetzt so quasi auch nie mehr zurück, oder? Sprungangriff, das haben wir ja quasi gemacht. Ja, gut, okay. Ich komme schon zurück. Ich kann mich hier irgendwo runterfallen lassen, ne? Dann machen wir das. Mache die Fackel an. Das war hier drin, oder? Nee. Alter, wo war denn das jetzt noch immer? Doch, das war hier. Genau, ja. Da könnte man nämlich noch die 2 Feuer anmachen. Hier waren die. Also, Amo hier. Und Amo hier. So, und jetzt kämen wir quasi hier durch die Nebelwand. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Also ich könnte jetzt ausprobieren. Mit Renne und Springe. Aber das macht er dann doch auch nicht, ne? So lässt er sich dann auch nicht lumpe. Nee. Nichts zu holen. Das heißt, ich kann jetzt so schön von oben runter gucken, aber nichts machen. Halt auch geil, ne? Man sieht jetzt aber auch nicht so genau. Das sieht jetzt aber auch eher aus, als wäre du dann schon eher Schicht im Schacht, ne? Oder? Du geht's dann nirgends weiter. Gut, was man natürlich machen kann, ist, mir packe das Dings aus. Der haut Aare Boe, ne? Das ist so fies Gesellschaft, du, hä? Dann kommst du durch die Nebelwand durch. Der andere schießt dich dann schön ab von der Seite. Und du unten musst du gucken, wie du gegen die Typen du kämpfst. Wahrscheinlich ist das dann quasi so der Schießstand, wo du im Tutorial mäßig quasi lernen sollst, wie du also wie du mit Pfeil und Bogen umgehst. Mit dem Sprungangriff kennt man vielleicht. Nee, ne? Macht er auch nicht. Ja, schade. Ja, jo, ist klar. Weil echt schade eigentlich. Jo, guck das an, wo er wieder stecken bleibt. Sieh das? Ist einfach jedes Mal das Gleiche. Was ist denn eigentlich mit dem Bogen der Spezialangriff? Das ist wahrscheinlich dann, du kannst hier unten sind 2 Slots für Pfeile. Das ist dann wahrscheinlich der andere Slot, ne? Ja gut, was soll ich euch sagen, ihr Leid? Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo es so weitergeht. Wir haben jetzt auch so ziemlich alle Feierja an. Gegner haben wir soweit auch aus dem Weg geräumt, würde ich sagen. Und daher, keine Ahnung. So kriege ich dann wieder nur die Nose lang gemacht, ne? So ohne ist er, aber du weißt nicht, wie du ankommst. Ist schon ärgerlich. Bin ich. So, hierin. So, waren wir ja auch schon immer. Wo gingst du jetzt nochmal nur Machula? Oder zum Leuchtfeuer wie mir? Würde ich auch nehmen. Ja, gut, das ist. Ja, keine Ahnung. Alter, das ist aber auch wirklich ein fucking Labyrinth hier, oder? Denke da nicht. Also ich finde es quasi wie ein Labyrinth. Nee, du war mir nicht eben. Doch, du war mir eben. Ich habe mich verlaufen, es tut mir leid. Es tut mir echt leid, aber ich habe mich verlaufen. Du sind wir hoch, dann sind wir du irgendwie runter. So, dann kannst du rein und raus. Dann geht's du wahrscheinlich irgendwie zurück. Genau. Und du ist Leuchtfeuer. Sehr gut.
Dann würde ich sagen, reisen wir jetzt noch Monomat Schula, dann geben wir noch die 10.000 Seele aus und dann würde ich sagen, ist für heute nochmal gut. Das ist echt, ich weiß jetzt wirklich nicht, wo ich hier weitermachen soll, ne? Also klar, ich kann da vorne noch in die Brunne hupsen, aber da hätte ich eigentlich ganz gern den einen Ring dafür. Also den... Nee, ich will jetzt nicht das Hinterteil begutachten. Ich will jetzt... Genau. So, Estus Flagon können wir auf jeden Fall irgendwo verstecken. Da haben wir ja Scherb Grid, das war ja schon mal ganz gut. Das ist auch so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, enttäuschend, weil das ist keine Animation und nix, ne? So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir hier irgendwo hoch, zack. Bestätige, zack. Fertig. Man sieht jetzt gar nicht, dass ob dieser Balke größer war ist, ne? Ich drücke hier trotzdem noch einmal drauf. Jo, jetzt haben wir nichts mehr. Gut. So, der bisher schwerste Boss in Dark Souls 2 haben wir gepackt. Leider nur mit Hilfe, aber gut, ich meine, das Spiel bietet es uns an. Warum sollen wir es nicht nutzen? Das Problem ist, jetzt habe ich keinen Plan mehr, wie es weitergeht. Da müssen wir uns unbedingt bis zum nächsten Mal was infallen lassen. Von daher hoffe ich, dass mir da noch was infällt. Ansonsten, keine Ahnung, ne? Aber gut, mir wäre es erleben. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.